Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute das zweite Kapitel von der Geschichte «Speedy rennt». Die Geschichte hat Martin Klein geschrieben und Barbara Jung hat die Bilder dazu gezeichnet. Kapitel 2 Winterpause. Das Haus, wo die Geschwister gewohnt haben, hat auf der Rückseite einen geräumigen alten Garten mit einer alten Linde, dichten Sträuchern, wilden Blumenbeeten und einer Wiese gehabt. Rings um den Garten hat es Häuser und Mauern gehabt. Er war als Aufenthaltsort für die neue Mitbewohnerin ideal gewesen. Aber natürlich hat Speedy ein extra abgetrenntes Gehege gebraucht. Der Raffa hatte eine Idee dafür gehabt. Im Keller vom Mietshaus hat es einen Raum mit ganz viel Gerümpel gehabt. Neben ganz vielem anderen hat es dort auch Holzkisten in verschiedensten Grössen gehabt. Der Raffa hat seine Schwester gebeten, so lange auf Speedy aufzupassen, bis er wieder aus dem Keller gekommen ist. Niki hat ihn unsicher angeschaut. «Und was mache ich, wenn sie wieder abhaut?» Der Raffa hat grinst. «Speedy ist zwar schnell, aber du bist noch schneller.» «Geht aber trotzdem nicht», hat Niki gesagt. «Wieso nicht?» Manchmal hat der Raffa seine Schwester nicht verstanden. «Ich kann keine Schildkröte anlängen», hat Niki gesagt. Der Raffa hat das verwundert. Dann hat er Speedy mit beiden Händen aufgenommen und hat mit seiner Nase ihren Panzer berührt. «Schau einmal, ist doch nichts dabei!» «Bleib bloß weg!» Niki ist ausgewichen. Der Raffa hat Speedy mit in den Keller runtergenommen und hat die besten Holzkisten rausgesucht. Hoch genug und gross. So war der Schildkröte beim Umlaufen füdeli-wohl gsi. Im Garten hat er Grasbüschel, Moospolster und schönes Herbstlaub gesammelt und den Kistenboden säuferli mit dem ausgelegt. Es hat Spass gemacht, alles gemütlich einzurichten. Niki hat ein Weile zugeschaut und irgendeinmal hat sie dann auch mitgemacht. Der Raffa hat seine Zwillingsschwester mit grossem Zweifel angeschaut. Aber sie hat einfach weitergemacht, als hätte sie seinen Blick nicht gemerkt. Jetzt hat Speedy noch einen Unterschlupf und etwas zu fressen gebraucht. Niki hat in ihrem Zimmer gesucht und hat einen Spielzeug-Rossstall gefunden. Er hat genau die richtige Masse für ein Schildkrötengehege gehabt. Und das Tor war so gross, dass die Schildkröte durchgepasst hat. «Super!» hat der Raffa gesagt, als Niki mit dem Stall auftaucht ist. «Das ist die perfekte Garage für die schnellste Schildkröte der Welt.» Sie hat das Häuschen in der Mitte der Kiste angestellt und hat Speedy davor gesetzt. Die Schildkröte hat sofort angefangen, ihre neue Umgebung zu erkunden. Sie ist gerade einmal bei ihrem neuen Daheim rings herumgelaufen. Und noch einmal und noch einmal. Mit jeder Runde hat sie ihren Kreis weiter ausgezeichnet. Gleich ist sie bei der Innenseite der Kiste angekommen und ist ohne Pause zu machen immer weitergelaufen. «Speedy dreht Runden», hat der Raffa gestaunt. «Wie bei einem Formel-1-Kurs. Ich glaube, sie ist auf der Jagd nach einem Streckenrekord.» Niki hat die Augen verdreht. «Streckenrekord. Schnellste Schildkröte der Welt. Irgendeinmal drehst du mit deinem Rennfimmel komplett durch. Du bist doch schon lange durchgedreht. Mit deiner komischen Berührungsangst», hat der Raffa zurückgegeben. «Ich habe keine Angst. Ich will sie nur nicht anlängen. Kapiert?» Der Niki, ihre Augen haben vor Wut geblitzt. «Reg dich nicht auf», der Raffa hat die Hände im Frieden aufgenommen. Er hat keine Lust auf Streit gehabt. «Überleg gescheiter mal, wo wir Futter überkommen. Was fressen die Schildkröten überhaupt?» «Gemüse, Früchte und Salat», hat Niki gesagt. «Das habe ich vor kurzem in einem Tierfilm gesehen.» «Ja, dann, an mit dem Zeug», hat der Raffa gerufen und ist ins Haus gestürmt. Niki ist ihm hinten nachher.
In der Küche hat sie einen Apfel klein geschnitten und viele Blätter von einem frischen Kopfsalat gezupft. «Was ist los, Kinder?» hat ihre Mami vom Schreibtisch aus gefragt. «Wir haben uns nur einen Apfel holen», hat der Raffa gerufen. «Und ein bisschen Salat», hat Niki ergänzt. «Zum Knabbern». «Oh, schön». Die Stimme von ihrer Mami hat ganz fröhlich getönt. «Ich finde es super, wenn ihr ganz viel Vitamine esset.» «Njam, njam», hat der Raffa gemacht. «Feine Knabbersalat». Niki hat gelacht und sie sind beide in den Garten zurückgegangen. Speedy ist in der Kiste auf dem Rücken gelegen und hat mit ihren Beinen in der Luft gerudert. «Hey Kumpel, was machst denn du?» Der Raffa hat die Schildkröte wieder zurück auf ihre Beine getragen. Saltos sind nichts für Formel-1-Piloten. Niki hat ihn angestupst. «Schau einmal, schon wieder!» Speedy hat vor der Beine gelüpft, sich schwerfällig gegen die Kistenwand gestemmt und sich mühsam ein Stückchen aufgeschoben. Dann ist sie ausgeschlüpft und ist auf den Boden gefallen. Das Mal ist sie selber auf die Beine gelandet und hat gerade wieder probiert, aufzuklettern. Das neue Zuhause gefällt ihr nicht so gut, wie wir gedacht haben, sagt Niki. Vielleicht hat sie Heimweh. Aber die hat Hunger. Der Raffa hat den Speedy Äpfelstückchen und Salat in den Weg gelegt. Die Schildkröte hat ihr kleines Maul weit aufgetan, ein grosses Stück von einem Salatblatt abgebissen und hat es gerade abgeschluckt. «Ich habe es doch gewusst!» Der Raffa hat seine Schwester triumphierend angeschaut. Wer weiss, wie lange die Arme nichts mehr gegessen hat. Es hat angefangen zu dämmern und plötzlich ist am Raffa klar geworden, dass er durch das Auftauchen von der Speedy die Zeit völlig vergessen hat. Heute ist sein Judo-Tag. «Ich muss gehen!» Der Raffa ist ins Haus gesprungen und in Rekordzeit mit seiner Sporttasche zurückgekommen. Er ist zu den Veloständern, hat seinen Helm angelegt, sich aufs Velo geschwungen und den Niki zugerufen. «Pass gut auf die Speedy auf! Ich komme so schnell wie möglich wieder zurück.» «Die Kiste gefällt dir nicht», hat seine Schwester gesagt. «Ich glaube, sie will raus.» «Die gewöhnt sich dran», hat der Raffa versichert. «Bis nah.» 2 Stunden später war er wieder zurück. Niki hat ihn vor dem Haus erwartet. Neben ihr ist ihre Mutter gestanden und sie hat an den Niki auf die Schulter geklopft. Das war komisch und die Gesichter der beiden hat nichts Gutes verheissen. «Was ist los?» Der Raffa ist vom Velo gestiegen. «Stimmt etwas nicht?» Statt einer Antwort hat Niki angefangen zu brieken. «Die Schildkröte ist leider verschwunden», hat die Mami gesagt. «Verschwunden?» hat der Raffa ungläubig wiederholt. «Sie ist weg», hat Niki laut gebrieket. Und ich bin schuld. Die Mutter hat sie in die Arme genommen. Niki hat ihr Gesicht in die Jacke von ihrer Mami verborgen und sie mit Tränen durchnässt. Sie hat Luft geholt und einen unverständlichen Wortschwall losgelassen. «Ich habe ihn rausgenommen, wie sie unbedingt will. Der Raffa hat nicht geglaubt, dass er da gehört hat. «Du hast gesagt, dass du die Schildkröte nicht anlängen kannst.» «Ja, nein», hat Niki gepredigt. «Ich habe Tüchlein genommen.» «Moment!» Der Raffa hat seine Hände abwehrend aufgenommen. «Du hast die Speedy also mit einem Tüchlein aus der Kiste genommen? Okay, aber wie hat sie so verschwinden können?» «Das weiß ich doch auch nicht.» «Hör einmal auf zu brieken», hat der Raffa barsch gesagt und hat Niki und seine Mami entschlossen angeschaut. «Wir finden die Speedy wieder. Sie kann nicht weg sein. Aus unserem Garten kommt sie nicht raus.» «Es ist aber schon dunkel», hat seine Mami gesagt. «Na und?» hat der Raffa geantwortet. «Für was gibt es Taschenlampen?» Die Eltern haben auch geholfen bei der Suche.
Auch die Frau Roth, die Nachbarin aus der Parterwohnung, hat mitgemacht. Frau Roth war rundlich und ihre rüebli-roten, gefärbten Haare haben gut zu ihrem Namen gepasst. Sie war die gute Seele vom Garten und hatte viele Ideen, wo sich Speedy hätte verstecken können. Während die Lichtstreifen von 5 Taschenlampen die herbstliche Dunkelheit kreuz und quer durchschnitten haben, hat der Raffa die Einzelheiten über das rätselhafte Verschwinden erfahren. Speedy hat immer wieder probiert, die Wände der Holzkiste aufzuklettern, ist aber jedes Mal wieder auf den Rücken gefallen. Schliesslich hat Niki Mitleid bekommen. Außerdem hat sie es wichtig gefunden, an der Speedy ihren Willen zu berücksichtigen. Auch wenn Speedy ein Schildkröte war. Niki hat sich dann überwunden und ein Handtüchlein geholt. Sie hat Speedy rausgenommen und besonders gut darauf geschaut. Darum ist sie im Garten geblieben und hat die Schildkröte im Auge behalten. In der spätherbstlichen Dämmerung ist es aber nah immer kälter geworden und wo sie angefangen hat zu frieren, hat Niki gedacht, sich schnell eine Jacke zu holen. Als sie zurück im Garten war, war Speedy nicht mehr da. Die gemeinsame Suche hat nichts gebracht. In den nächsten paar Tagen hat Niki und der Raffa Speedy immer wieder gesucht. Auch die Frau Roth hat immer wieder mitgemacht. Sie hat gerummelt: in dem Garten geht niemand verloren, solange ich hier wohne. Aber Speedy ist verschwunden geblieben. An der Niki ihre Verzweiflung und am Raffa seine Trauer sind eine Weile geblieben. Dann hat aber die Weihnachtszeit angefangen und das hat die beiden auf andere Gedanken gebracht. Im Januar hat es dann geschneit und die Kinder konnten schlitteln und schleifschündeln. Je länger der Winter geblieben ist, desto mehr ist die Erinnerung an Speedy verschwunden, bis sie fast ganz vergessen gegangen wäre. Anfangs März ist der erste Tag gekommen, wo die Sonne wieder so stark war, dass der Raffa und Niki in ihren Winterjacken geschwitzt haben. Der grosse Stein im Garten hat zuerst mal wieder Wärme aufgenommen und man konnte wieder ohne kaltes Füdli drauf sitzen. Darum sind der Raffa und Niki dort drauf gesessen. «Herrlich», hat der Raffa gesagt und zufrieden in den Garten geschaut. Hier und da haben schon die ersten Krokus blüht. Sein Blick ist auf ein frisches Hügel in der Erde gefallen. Das würde der Frau Roth gar nicht gefallen. Sie hat Maulwürfe zwar gerne gehabt, aber nicht auf dieser Wiese. Neben dem Raffa hat Niki ihre Nase in die Sonne gestreckt. Sie hat ins helle Licht blinzelt und gesagt: «Sonne, du bist ne Wonne.» Der Maulwurfshügel hat sich in Bewegung gesetzt und ist in Zeitlupe über die Wiese gehuscht. Lustig, hat der Raffa gedacht, wie kann ein Maulwurf nur so etwas machen? Moment mal, vor lauter Aufregung hat der Raffa die Niki so fest gekickt, dass sie fast vom Sitzstein runtergefallen wäre. «Hey, was soll das? Schau einmal!» Der Raffa hat auf den Hügel gezeigt. Niki hat nicht geglaubt, was sie dort gesehen hat. «Das gibt's doch nicht», hat sie gerummelt. «Das Ding bewegt sich!» Die Zwillinge sind gleichzeitig aufgesprungen. Aus dem Erdhügel ist ein kleiner Dinosaurierkopf gekommen. Ein paar Augen haben die Kinder angeblinzelt. Der Schildkrötenpanzer hat eine dicke Schicht aus krustiger Erde und altem Laub getragen. Speedy war wieder da und alle haben sich gefreut. Niki hat mit einem Tüchli die Erdbrocken vom Panzer von der Speedy weggeputzt. «Winterschlaf, natürlich!» hat eine schrille Stimme vor Aufregung gerufen. Die Frau Roth ist an ihrem Küchenfenster auftaucht und hat sich vor die Stirn geschlagen. Schildkröte graben sich ein und haben Winterruhe. Wie habe ich das nur vergessen? Niki und der Raffa haben sich auf die Suche nach dem Winterlager von der Speedy gemacht. Nach langem Suchen haben sie es endlich gefunden.
Speedy hat sich ins hinterste Garteneckeli verkrochen und unter einen Stapel Ästchen in die Erde gegraben. Es war wirklich ein gutes Versteck. Clever, hat der Raffa gemeint. Und das nächste Mal wissen wir es dann. Das ist das zweite Kapitel der Geschichte «Speedy rennt». Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Bis gleich wieder. Tschüss!